Bonjour, liebe Reisefreunde, und einen wunderschönen guten Morgen an diesem verregneten Sonntag. Im letzten Video haben wir euch erzählt, dass wir hier gestrandet sind, nachdem wir das Schiffshebewerk angeschaut haben. Das Video, wenn ihr das nicht gesehen habt, findet ihr hier oben. Ja, aber ich habe euch auch gesagt im letzten Video, dass wir einen richtig coolen Stellplatz gefunden haben, und das ist dieser hier. Warum? Er liegt an zwei Kanälen, man kann den ganzen Tag Schiffe beobachten, man hat alle Annehmlichkeiten wie eine Toilette und eine Dusche, und das Allercoolste, es hat eine richtig geile Bar. Und da waren wir gestern Abend essen und das war super, super lecker. Das Ganze kostet nur 6 € inklusive Strom. Ich schreibe euch den Namen jetzt vom Stellplatz unten hin, den habe ich nicht mehr im Kopf, aber wirklich Top 10 würde ich sagen in unserer ganzen Reise. Einfach weil hier alles gepasst hat, weil es hier so cool war zum Beobachten und so weiter. Aber unsere Reise geht jetzt weiter. Nach 2 Tagen hier auf dem Stellplatz fahren wir Richtung Meer. Endlich wieder zurück ans Meer. Ob wir es heute schon schaffen, wo es überall hingeht, ihr werdet es erfahren. Nach dem Intro geht's los. Kommt mit! So, liebe Reisefreunde, wir haben Wallonien hinter uns gelassen und sind jetzt in Flandern, besser gesagt in Westflandern, in der Stadt Ypres, und die sieht schon Ypres-mäßig aus, also wirklich richtig cool. Ich bin so gespannt, was hier auf uns wartet. Was auch klar ist, irgendwie haben wir das Französisch hinter uns gelassen, weil es ist alles so holländisch angeschrieben. Wie heißt Passwort? Passwort heißt Machtwort, also Wachtwort, genau. Klingt wie Machtwort, also echt cool. Ich bin super gespannt auf diese Stadt. Wir machen uns jetzt auf und für euch gibt es natürlich die Bilder von Ypres. Obwohl Sonntag ist und dann nicht nur irgendein Sonntag, sondern sogar noch Ostersonntag, ist hier absolut eigentlich alles geöffnet. Wir sind vorhin in einem Intermarché vorbeigefahren oder an einem Baumarkt. Tja, da waren Leute drin, also es ist unglaublich, aber hier ist wirklich alles geöffnet. So eben auch die Touristeninformation. Jetzt haben wir hier am Plan, hier hat es eingezeichnet so einen Rundweg, den man durch die Stadt machen kann. Und da gehen wir jetzt zumindest mal den Anfang lang und schauen mal, was die Stadt so zu bieten hat. Die Kirche hier, ich glaube, das ist die Martinskirche, wenn ich das recht sehe, die ist echt schon super interessant und wahnsinnig riesig und gigantisch. Schön. Sollte ja nicht immer so viel schwärmen, aber Ypres gefällt mir nach 5 Minuten schon so gut, dass ich hier gleich hinziehen werde. Und dann hat es noch so coole Waffelrestaurants und die ganze Stadt riecht nach Waffeln, und dann gibt es hier auch noch ganz viel Geschichte. Das hört ihr dann alles von Steffi, aber schaut euch mal diesen Ecken an. Ist doch echt cool, oder? Ich fühle mich irgendwie schon wie in Amsterdam oder Holland. Weit ist ja nicht mehr. Mir war kalt. Ich habe nochmal umgedreht, habe mir Mütze, Schal und Handschuhe geholt, und jetzt ist mir nicht mehr kalt. Aber ich bin dafür den Prospekt von Ypres los. Das ist ein bisschen schade, weil als ich das festgestellt habe, war ich schon so weit weg vom Karl, dass ich nicht mehr zurückgegangen bin. Und deshalb können wir euch jetzt nur erzählen, wenn irgendwie so eine Tafel oder sowas hier steht, wie zum Beispiel jetzt eben genau an diesem Ort hier. Wir haben uns gerade gefragt, was das hier für Kreuze sind, und haben jetzt das nachgelesen. Es handelt sich um ein Denkmäler für Vermisste, denn während dieses Krieges hier starben insgesamt über 54.000 Menschen, aber die konnten halt nie zurückgeführt werden, und entsprechend konnte man die auch nicht beisetzen, und die Hinterbliebenen haben auch keinen Ort, an den sie trauern können. Jetzt wurde hier dieses Denkmal erstellt, und wenn man das jetzt hier sieht, diese Kreuze, dann steht auf dem einen zum Beispiel drauf: For my grandpa, lots of love. Es stehen Namen, es stehen Geburtsdaten, also hier finden die Leute, die Hinterbliebenen, dann schon einen Ort, wo sie auch irgendwo ihre Trauer niederlegen können.
Jetzt wissen wir auch endlich, was diese Blumen bedeuten, oder? Weil die haben wir ja schon oft gesehen. Genau, die haben wir schon des Öfteren gesehen, diese Blumen, halt auch zum Beispiel in Portugal an Campervans dran. Und das hat dann wahrscheinlich schon auch mit dem Krieg und mit gefallenen Soldaten des Krieges zu tun. Wir sind gerade auf der Stadtmauer unterwegs. Das ist aber nicht nur die Stadtmauer, das ist gleichzeitig so auch ein bisschen der grüne Gürtel hier der Stadt. Und wir haben gesehen, hier ist die Natur wirklich schon ziemlich weit. Es hat ganz viele Knospen, ganz viele Blumen. Also der Frühling kommt langsam näher, auch wenn es heute richtig kalt ist. Aber die Stadtmauer, die hat noch einen weiteren großen Vorteil. Und zwar sieht man so richtig auf die Stadt. Man sieht so ein bisschen über die Dächer drüber und sieht so ein bisschen die Architektur. Also ein weiterer richtig cooler Ort hier in Ypres. Schaut euch mal die Auswahl hier an. Alles voller Schokolade. Und wir haben gerade noch eine Legende gehört, aber die erzähle ich euch dann draußen. Hier drin geht es jetzt mal nur um Süße. Und natürlich haben auch wir was Süßes eingepackt. Schaut euch mal ein bisschen um, ist echt total hübsch hier drin. Und ich habe mich noch versprochen, weil es ist keine Legende, es ist effektiv Geschichte. Die fängt schöner an, als sie endet, sage ich mal. Ivan hatte ein Mauseproblem, vor allem hier auch in der Kathedrale drin. Und ja, was macht man am besten gegen Mäuse im Mittelalter? Man tut sich Katzen zu. Dann haben sie sich also Katzen zugelegt. Die Katzen haben für die Mausplage, die haben die ganz schnell in den Griff gekriegt. Bloß hatte die Stadt jetzt keine Mäuseplage mehr, sondern eine Katzenplage. Tja, und jetzt das traurige Ende der Geschichte. Einmal im Jahr musste dann nämlich einer kommen. Weißt du noch, wie hat sie gesagt? Nee, ich weiß nicht mehr, wie das sagt. Ein Fänger sozusagen, ja. Genau, auf jeden Fall kam der, hat dann alle Katzen eingefangen, ist auf den Turm hochgegangen und hat sie runtergeschmissen. Und diesen Katzen wird hier gedenkt und es gibt, so wie wir gesehen haben, auch ein Festival rund um die Katzen. Also in Ypres dreht sich alles ein bisschen um die Katzen. Und hier gibt es die natürlich dann auch aus belgischer Schokolade. Und naja, die werden es wohl auch nicht besonders lang machen. So, jetzt belgische Schokolade. Jetzt müssen wir das Ganze ja noch probieren. Schließlich ist ja auch Ostersonntag. Da muss man ja auch ein bisschen Schokolade essen. Ja. Obwohl, wir haben ja sogar noch Schweizer Schokolade hier. Ja, eigentlich dürfen. Weil uns unsere Eltern ja noch Osterhasen mitgegeben haben. Ja, aber erst jetzt belgische Schokolade und abends dann die andere. Welche hast du? Das ist deine Katze. Das ist meine Katze. Ich möchte auch die Katze. Sieht dann so aus. Ich habe Crispy irgendwas. Und du hast was niemand aussprechen kann, außer die Geschäftsbesitzerin. Ja, und jetzt probieren wir das mal. Belgische Schokolade zum ersten Mal. Ja, aber die ist so süß. Kann man die wirklich köpfen? Oh. Die ist gefüllt. Ja, klar. Crispy. Mhm. Meine Katze ist sehr lecker. Naja. Riecht ein bisschen nach Marzipan, ein bisschen nach Alkohol. Dann habe ich mich für genau die richtige entschieden. Ja. Und gab es ja auch noch in Pink, wahrscheinlich damit Erdbeer oder Himbeer. Oder in Karamell. Das hat mich auch noch. Und die Spezialität war Melone. Jetzt hat einfach uns halt noch so ein paar. Oh nein, was machst du? Du hast ein Bein verloren. Das Bein. Sie hat uns auch so ein paar spezielle Geschmacksrichtungen erklärt, die sie hat, die halt andere Geschäfte nicht haben. Da war halt schon so Melone und Ingwer und solches Wir haben Zeug noch dabei. mal zwei.
Die essen wir dann später noch. Jetzt geht's weiter. Willst du mehr? Ich zeige euch mal noch schnell, wo wir durchfahren. Ich habe jetzt hier gerade auch so eine passende Karte. Wir sind im Moment hier in Jeppo und wollen hier nach Döban oder Döbani, keine Ahnung, wie man das sagt, hinfahren. Das dauert rund 43 Minuten, sagt das Navi. Das haben wir schon programmiert. Und ja, dann werden wir dann schauen, irgendwo hier vorne werden wir wohl was finden zum Übernachten. Die Stellplätze sind ganz schön teuer, vielleicht stehen wir frei, kommt noch ein bisschen darauf an, wie die Temperaturen dann aussehen an der Nordsee. Und morgen wollen wir dann hierhin nach Newport. Aber ja, was dann morgen passiert, das bleibt noch unser Geheimnis. Sollen wir das anteasern? Nee, das teasen wir nicht an. Das bleibt ein Geheimnis. Nein, nicht. Leute, wir haben das Meer erreicht, oder zumindest die Straße hinter dem Meer, und ihr könnt ja euch vorstellen, wie es aussieht. Typisch bebaut, typisch Beton. Ja, schön ist was anderes. Wenn wir jetzt hier nach hinten sehen würden, ist da das Meer. Ja, wir hoffen jetzt, dass wir dann irgendwo einen Parkplatz finden, im nächsten Ort aber erst, dass wir dann mal kurz ans Meer können. Das erste Mal am Meer in Belgien. So, ich versuche es jetzt mal mit Selfie-Mode bei dieser Kamera. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut kommt. Mal ausprobieren. Wir waren jetzt in Depane, das war das Ort, das ihr aus dem Auto gesehen habt. Das war ja total überlaufen und Beton und weiß nicht was. Jetzt sind wir weitergefahren und sind in Newport, also neuer Hafen wahrscheinlich übersetzt. Sieht schon mal viel, viel besser aus, viel ansprechender, viel weniger los, viel schönere Gebäude, und wir suchen jetzt die Touri-Info. Wir suchen die Touristeninformation aus einem ganz bestimmten Grund, den ich euch eigentlich heute noch nicht verraten wollte, weil im nächsten Video wird es dann ja ganz, ganz speziell. Eine Touristeninformation haben wir jetzt in diesem Ort in Newport nicht gefunden, leider. Dafür wirklich schöne Gebäude. Also ich bin ja immer noch total geflasht von diesem Belgien. Warum hat nie jemand von Belgien geschwärmt? Das ist so, wirklich so schön. Steffi sucht jetzt noch die nächste Touri-Info. Wir hoffen, dass wir heute noch eine finden. Es ist mittlerweile schon fast 5 Uhr. Die Zeit vergeht einfach momentan wie im Flug. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, wir suchen weiter und melden uns wieder. Kein Meer, kein Tourist Center, dafür ein Bier und eine heiße Schokolade hier hinten in diesem Café. Weißt du noch, wie es heißt, der Ort? Keine Ahnung, wie der Ort heißt, aber ich habe mich schon wieder komplett in diesen Ort verliebt. Der ist einfach so schön. Also die schreienden Kinder. Ja, der Junge, der schreit übrigens schon die ganze Zeit. Aber Leute, merkt euch dieses Lokal. Da haben wir nämlich soeben eine Entscheidung getroffen. Die ist kein Aprilscherz. Die ist kein Aprilscherz, auch wenn heute der 1. April ist. Wenn dieses Video erscheint, wisst ihr es wahrscheinlich schon. Wenn ihr entweder den Newsletter abonniert habt, uns auf Facebook oder auf Instagram folgt, aber es ist eine folgenschwere Entscheidung. Das können wir so schon mal verraten. Dann im übernächsten Video werdet ihr erfahren, was wir hier hinten entschieden haben. Wir machen uns jetzt noch auf die Suche nach einem Stellplatz, den werden wir euch selbstverständlich noch zeigen, aber erst gibt es für euch noch ein paar Bilder von diesem Ort, wo ich keine Ahnung habe, wie er heißt. Wir schreiben euch den Namen unten hin. Ich habe mich verliebt. Viel Spaß! Schlafplatz ist gefunden, nur ein bisschen außerhalb von diesem Ort, das wir euch eben gezeigt haben, haben wir hier hinten einen Schlafplatz gefunden. Der ist auf Park4Night eingezeichnet. Wir sind auch nicht die einzigen hier. Es hat riesig Spaß gemacht, dass ihr auch wieder alle mit dabei seid. Uns bedeutet das unheimlich viel, dass alle von euch mit an Bord sind. Wie immer, Videowünsche, Anregungen und so weiter bitte unten in die Kommentare schreiben. Wir schauen uns das alles an und nehmen uns das auch immer ganz, ganz fest zu Herzen. Im nächsten Video geht es dann ans Meer, ans belgische Meer. Da erwartet uns etwas ganz, ganz Spezielles. Da freuen wir uns riesig drauf.
und im übernächsten Video lüften wir das große Geheimnis. Ja, für dieses Video war es das jetzt aber. Wir machen uns auf in die Haia, machen noch kurz was zu Abendessen und dann war es das auch für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Das Video ist zwar schon eigentlich fertig, aber wir haben da noch was vergessen. Mir wurde noch was versprochen. Ich darf die Praline jetzt noch essen. Ja, wir haben ja noch 2 Schokoladenstücke mehr. Einmal so ein Quadrat, belgische Schokolade, das haben wir euch ja vorher gezeigt. Was hast du? Und ich habe eins mit Nougat Creme Fraiche Füllung. Nougat Creme Fraiche? Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es ist nur Creme. Wir probieren. Wir haben nicht von der Füllung gegessen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also meins ist sehr, sehr gut im Gegensatz zu dem vorher. Was ist da drin? Ich weiß es nicht mehr. Die Frau hat Französisch gesprochen. Nee, Englisch. Englisch. Sehr gut Englisch übrigens. Ja. Aber das ist echt lecker. Ich finde, es schmeckt weder nach Nougat noch nach Creme Fraiche. Naja. Schmeckt nach einer weißen Pampe. Aber süß und süß ist okay. Wir schlachten heute Abend auf jeden Fall noch unsere eigenen Hasen. Also nicht die. Da ist das Nougat. Wir schlachten noch unsere Schokohasen. Und dann gehen wir früh ins Bett, weil morgen müssen wir früh raus. Ja. Wir sehen uns. Au revoir.